mich geht es in Zolliken zurück an die Wurzeln. Und das war für mich jetzt wichtig gewesen, zum Anfangen. Weil für mich, zum den Wurzeln zu gehen, sagt schon, Permakultur ist dauernd verbunden mit der Natur. Permanent mit der Kultur der Natur. Und die Wurzeln sind auch permanent mit der puren Natur verbunden. Und austauschen, einschnaufen, essen, trinken und alles drum und dran. Und es fängt bei den Wurzeln an. Darum habe ich die Serie jetzt bei meiner Wurzeln in Zollikenberg angefangen. Ich bin in England geboren, aber 1988 bin ich da in die Schweiz gekommen. Meinen ersten Geburtstag habe ich da in diesem Waldhütte gefeiert. Und darum fangen wir das an mit der ersten Reise in der Permakultur Schweiz. Fangen wir da an, wo es bei mir auch angefangen hat. Tell 'em you're dreaming. We need more dreamers like you. Tell 'em you're dreaming. 'Cause dreams lead to things that you do. When you see in your mind what can be, then in time you just might make your dreams come true. When I was younger, they told me I was no good, but I was a dreamer. Ich will Platz suchen, wo Erinnerungen wecken und Erinnerungen erschaffen. Weil in der Permakultur geht es doch auch um das Kreieren, das Experimentieren, mit neuen Sachen mit dem Alten verbinden. Und vor allem viel um Wasser, gell Drake? Wasser ist wichtig. And so I knew that I would change up the scene with stuff. In auf dieser Reise von der Permakultur Revolution möchte ich auch noch ganz viele Designers kennenlernen. Ich möchte ganz viele Designs sehen, damit wir zusammen alle so richtig inspiriert werden und herausfinden, was so in der Schweiz passiert. Aber ja, ich hoffe, ich geniesse. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich so Permakultur und visionstechnisch alles so gibt. Wenn wir Luxus mit Essensüberfluss verbinden, das wäre doch noch so ein schöner Genuss. Alles ist zusammenhängend. Natur bricht Muster. Mensch bricht Natur. Aber ja, ein Muster ist etwas Wichtiges, sagt man in der Permakultur. Aber ich sag's dir, in der Natur bleibt alles pur. Die Kelten haben schon gewusst, dass Magie und Natur das Gleiche ist. Es ist permanent magisch, wenn du mit der Natur permanent in Verbindung bist. Weil eigentlich sind wir nichts anderes als ein Teil von dieser Natur. Und deswegen auch Magie pur. Du und ich, und diese Frage will ich auch angehen. Ich will Hexen und Zauberer kennenlernen. Die Bäume mit uns reden, die können Pflanzen mit uns reden. Was sagt es aus? Die Welt steht im Umbruch. Also wäre es doch ein guter Zeitpunkt, wenn man echt Spielplatz, Schulhausplatz anders gestalten, als wie man es vor 35 Jahren schon hatte. Permakultur ist eine Strategie mit Weitblick. Evolutionären Weg durch das Landschaftspermakultur will ich mich auch fragen, ist auch etwas anderes möglich in der Landwirtschaft? Und da wir sowieso an einer Kreuzung sitzen, wäre es doch zu überlegen, ob man echt nicht eine neue Strategie
Wenn da sitzen. Don't be a doomsday. Say a dream prayer. Whether it's world peace or climbing the Himalayas. All kinds of dreams come true. Strategie. Eben. Mit Weitsicht. So tell 'em you're dreaming. So viel Platz für Obstbäume. And then tell somebody else. Tell 'em you're dreaming. Don't keep your dreams to yourself. Pilzgärten würde es doch ein bisschen aufwerten. Unsere Nachbarschaft. There's so much in our lives.